Guten Morgen Schweiz! Oh! Okay, vielleicht ein bisschen übertrieben patriotisches Intro. Nevermind, los geht's. Mit der Volksinitiative für verantwortungsvolle Unternehmen zum Schutz von Mensch und Umwelt. Die Volksinitiative ist 2016 eingereicht worden. Und nur so am Rand, die Volksinitiative heisst im Fall wirklich so. Den Namen habe nicht ich gegeben, einfach weil in den letzten Videos kritisiert worden sind. Ich gebe subjektive Namen der Abstimmungen. Ich finde es gut, dass du dich nicht nur für die amerikanische Wahl interessierst, sondern auch über unsere Politik informierst. In der Schweiz haben wir zum Glück die Freiheit, Gesetze zu bestimmen, mitzuwählen. Aber es ist halt auch eine Verpflichtung, weil sonst entscheiden einfach die anderen. Alle Quellen sind wie immer unten im Video beschrieben. Zuerst gehe ich durch den Abstimmungstext durch, um die Abstimmung zusammenzufassen, und dann gehe ich auf ein paar komplexere Punkte ein. Das ist der Abstimmungstext. Ganz allgemein geht es darum, dass man will, dass Unternehmen Menschenrechte und Umwelt mehr schützen. Unternehmen sind alles, von Ein-Mann-Unternehmen bis zu Grosskonzernen. Grosskonzern ist, wenn Unternehmen sich zusammenschliessen und eines davon quasi der Chef ist. Unternehmen geben ihre finanzielle und wirtschaftliche Unabhängigkeit auf, bleiben rechtlich aber selbstständige Unternehmen. Alle Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, sind damit gemeint. Im Abstimmungstext steht, dass der Gesetzgeber die ausschliessen wird, die keine Risiken im Sinne dieser Abstimmung aufweisen. Das heisst einfach, dass die keine ausländischen Tochterunternehmen oder abhängige Lieferanten haben im Ausland, von dem ausgeschlossen sind. Aber das wird dann erst klar definiert, falls Gesetze dazu ausgearbeitet werden müssen, also wenn die Abstimmung angenommen wird. Wenn Unternehmen sich zusammenschliessen und eines davon quasi der Chef ist, wird das ein Konzern. Glencore, der grösste Rohstoffhändler zum Beispiel, hat verschiedene Lieferanten und Tochterunternehmen im Ausland und der Sitz ist in der Schweiz. Bei Glencore ist zum Beispiel recht extrem. Da arbeiten nur 800 Leute in Büros in der Schweiz und die anderen von den 146'000 Mitarbeitern sind alle im Ausland. Die Unternehmen würden dann verpflichtet, eine Sorgfaltsprüfung durchzuführen. Diese Sorgfaltsprüfung besteht aus 3 Sachen. Die Unternehmen müssen die tatsächlichen und potenziellen Auswirkungen auf Umwelt- und Menschenrechte erfassen und falls die nicht gut sind, Massnahmen dagegen unternehmen. Dann müssen sie drittens noch einen Bericht darüber schreiben, über das, was sie gemacht haben. Als tatsächliche Auswirkungen nennt man die Sachen, die jetzt passieren. Also zum Beispiel, wenn es durch ein Gift, das gebraucht wird, die Leute sterben oder Leute aus ihrem Land vertrieben werden. Potenzielle Auswirkung ist, wenn zum Beispiel etwas zu wenig sicher gebaut ist und könnte einstürzen und Leute töten würde und so weiter. Der letzte Punkt ist die Haftung. Das Mutterunternehmen muss dann haften für all die Schäden, die durch sie selber oder ein Tochterunternehmen oder ein wirtschaftlich abhängiger Zulieferer passieren. Ausser wenn sie die Sorgfaltsprüfung richtig gemacht haben. Weil wenn sie die Sorgfaltsprüfung richtig gemacht haben, werden keine Schäden an Umwelt und Mensch passieren können. Dann ist es noch so, dass es egal ist, was für Gesetze das Ausland hat. Es wird Schweizer Recht genommen. Der Bundesrat und das Parlament haben die Initiative abgelehnt und einen Gegenvorschlag ausgearbeitet, der in Kraft tritt, falls die Initiative abgelehnt wird. Jetzt sollen wir schnell den Gegenvorschlag und die Initiative vergleichen. Da ist links die Initiative und rechts der Gegenvorschlag. Der grosse Unterschied ist, dass Publikumsgesellschaften und grosse Finanzinstitute nur Berichte erstatten und keine Sorgfaltsprüfung durchführen. Die Sorgfaltsprüfung ist nur der Bereich Konfliktmaterialien und Kinderarbeit. Der zweite grosse Unterschied ist, dass beim Gegenvorschlag das Mutterunternehmen nicht für ihre Tochterunternehmen haften, die im Ausland sind, wie das bei der Volksinitiative der Fall wäre. Da muss man noch sagen, dass die Busse hier unten maximal 100'000 Franken wird sein. Ein grosser kritischer Punkt ist der rechtliche Punkt. Falls die Initiative angenommen wird, müssen Gesetze dazu geschaffen werden. Und ähnlich wie bei der Volksinitiative gegen Masseneinwanderung wird man auch da nicht alles genau so umsetzen, wie das die Idee ist.
Die Bundesversammlung geht bei der Schaffung von diesen Gesetzen dann so weit, wie das andere Regelungen und Gesetze erlauben. Der kritische Punkt beim Gegenvorschlag ist halt, dass die Unternehmen nicht haften müssen. Und da sagen viele, dass wenn die Unternehmen dann nicht haften müssen, sich auch nicht darum bemühen, etwas zu verändern. Wir leben in einer Zeit von Interessenkonflikten. Wir haben das Unternehmen, das einerseits Gewinn maximieren und auf der anderen Seite Mensch und Umwelt so gut wie möglich schützen. Und es gibt wirklich Beispiele von Unternehmen, die so fest auf Profit schauen, dass es auf Kosten von Umwelt und Menschen geht. Das sind Beispiele, die das Initiativkomitee verbreitet und die sind nicht erfunden, die sind wirklich passiert. Und wenn man diese Beispiele jetzt sieht, fragt man sich, wie kann man überhaupt Nein sagen zu dieser Initiative? Die meisten von diesen Konzernen, wo die Beispiele herkommen, haben nur ihren Sitz in der Schweiz. Ein paar hundert Leute. Das heisst, mit organisatorischem Aufwand wären sie aber trotzdem relativ schnell an einem anderen Ort, in einem anderen Land, mit ihrem Sitz. Die Gegner der Initiative wollen die Unternehmen möglichst in der Schweiz behalten, sodass die hier Steuern zahlen, unserer Wirtschaft helfen, für uns Arbeitsplatz schaffen und so weiter. Dann gibt es Beispiele, dass natürlich die Unternehmen im Ausland Infrastruktur bauen. Also die bauen Strassen, dass sie zu ihren Fabriken kommen und Unterkünfte für die Arbeiter und so weiter. Und hat man jetzt Initiativen, behauptet einige, dass die dann dort weniger würden sich getrauen, im Ausland etwas zu machen. Und darum im Ausland weniger helfen, Infrastruktur zu bauen und so weiter. Aber ich kann eigentlich schon das gar nicht in das Video reinnehmen, weil das sind alles Meinungen, ich habe keine Zahlen dazu. Das sind alles in die Zukunft geschaute Annahmen, die man nicht irgendwie mit einer Statistik belegen kann oder so. Darum ist es sehr schwierig, da irgendetwas objektiv zu sagen. Man weiß es nicht, weil es ist halt alles in der Zukunft. Es würde passieren, das wahrscheinlich. Bei dieser Initiative ist es sehr stark ein Abschätzen. Würde die Initiative durchkommen, wären wir das erste Land, das so starke Haftungsregeln und Gesetze hat für Menschenrechte und Umwelt. Das hat noch niemand anders. Also kann man auch nicht sagen, was das für Auswirkungen hat, niemand anders. Wird es Mensch und Umwelt helfen und schützen? Wird es unserer Wirtschaft schaden? Wenn alle Unternehmen in der Schweiz bleiben und die Massnahmen durchsetzen, die Sorgfaltsprüfung machen, dann würde es Menschen und Umwelt helfen und unserer Wirtschaft nicht schaden. Wenn die Unternehmen, die aber die Umwelt belasten und Menschenrechte verletzen, die Schweiz einfach verlassen, dann würde es Menschen und Umwelt nicht helfen und unserer Wirtschaft schaden. Man kann es einfach nicht sagen. Schwierig ist es auch noch, weil falls die Initiative angenommen würde, werden die Gesetze erst noch gemacht und werden dann angepasst an die internationalen Rechtsgrundsätze. Und man kann nicht sagen, wie heftig oder nicht heftig die dann rauskommen. Also wie immer bei den Abstimmungen liegt es auch jetzt bei dir. Du kannst abstimmen, es ist Freiheit zum Abstimmen. Ich hoffe, du kannst die für dich richtige Wahl treffen. Abgestimmt wird am 29. November. Sorg dafür, dass du genug früh brieflich abstimmst. Das ist lange jetzt nicht mehr. Die andere Initiative, über die dann abgestimmt wird, habe ich hier verlinkt. Das ist das andere Video. Gut, dann sind wir fertig mit dem Video. Falls du keine zukünftigen Abstimmungen möchtest verpassen, abonniere doch den Kanal. Und wenn das Video dir etwas gebracht hat, würde ich mich über dein Like freuen. Danke und genieße den Tag im besten Land der Welt.